Es ist Donnerstag, der 23. April. Ich begrüße euch herzlich mit Jesaja 44, 21 zur Tageslosung. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist, Israel. Ich vergesse dich nicht. Das Wort, das Gott uns nicht vergisst, das er uns im Auge hat, führt uns direkt zu Hebräer 10, 35. Und das wird der Akzent sein von der heutigen Betrachtung. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das Vertrauen nicht wegwerfen. Meine Mutter hat sich oft geärgert, weil ich einfach zu spät am Mittagstisch bin gelandet, wenn ich heimkam von der Schule. Der Grund war eben der, vor allem in der warmen Jahreszeit. Mein Schulweg hat an einem Abhang vorbeigeführt, wo sich, wenn er von Sonne beschonnen war, unzählige Eidechsen tummelt. Mein Sport oder mein Hobby war, die Eidechsen zu fahren. Zu schauen, bin ich schneller als sie, bin ich cleverer als sie. Und manchmal hatte ich den Finger und das hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Die kleinen Tiere, die so freundlich reinschauen, mit ihren munteren Äuglein und mit ihrer Zunge, die so züngelt, und die haben sie dann auch wieder losgelassen. Aber es ist eben auch vorgekommen, dass ich nur einen Schwanz in den Fingern hatte. Ein Schwanz, der so zuckt, der noch ein bisschen lebt. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich jetzt die Eidechse tödlich verletzt? Wird sie jetzt sterben irgendwo in ihrer Hölle? Oder was passiert? Und ich habe am Anfang nicht gewusst, dass die Eidechsen das wirklich können. Wenn sie verfolgt werden, wenn es Herd auf Herd geht, können sie ihren Schwanz loslassen. Es wird ihnen nicht schaden, der Schwanz wird sogar nachwachsen. Ein Wunder von der Natur. Bei grosser Gefahr, in bedrängenden Situationen, das sagt uns der Hebräerbrief, sollen wir nicht das Falsche über Bord werfen. Vielleicht ist es auch so, dass wir etwas loslassen können. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass man von Zeit zu Zeit etwas Wichtiges loslassen muss. Aber der Hebräer sagt, bitte dann nicht dein Vertrauen. Niemand macht das leichtfertig und leichtsinnig. Ein Vertrauen, das ja eine Geschichte hat, das man aufbauen, das ihm etwas hat gekostet, das vor allem Gott sehr viel gekostet hat. Ist es einmal gewachsen, so wird man es doch eigentlich behalten. Und doch kann es vorkommen, wenn es Herd auf Herd geht, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, dass eben dann plötzlich das Falsche losgelassen wird. Eine solche Geschichte finden wir im Neuen Testament. Der reiche Jüngling. Schauen wir sie kurz an. Dass wir selber den Hang haben und etwas von uns auch in dieser Geschichte steckt, das wissen alle. Materielle Sicherheit ist etwas, das niemand gerne aufgibt. Aber immerhin bei ihm muss man sagen, er war seiner Sache nicht ganz sicher gewesen. Er hat doch noch einen Hunger gehabt nach mehr. Er hat nämlich gefragt nach dem ewigen Leben. Er hat gewusst, irgendwann bin ich im Grab und mitnehmen kann ich das Zeug hier nicht. Also hat er Jesus gefragt, was muss ich denn noch machen? Jesus hat gesagt, du kennst die Gebote. Der Jüngling hat gesagt, ja, das habe ich alles abgehäkelt, das habe ich alles gemacht. Gibt es dir noch etwas mehr? Die Unruhe war nämlich noch nicht weg gewesen. Jesus hat gesagt, verkauf dein Zeug, das du hast, gib es den Armen und folg mir nachher. Jetzt gibt es ja hinter so einer Geschichte ja noch eine innere Geschichte. Und das ist immer so. Die Geschichte hinter der Geschichte ist die interessante. Das ist das, was wir nicht wissen. Ist er zu einem Erbe gekommen? Hat er eine Karriere gemacht? Einfach fleissig? Wie mir einer gesagt hat, er hat eine Garette und eine Schaufel von seinem Vater bekommen, hat später ein Baugeschäft daraus gemacht, ein grosses. Ist es eine solche Geschichte, wo er einfach sehr viel Schlauheit hat eingesetzt und immer Vorteile ausnutzen konnte, oder hat er sogar Geld gewaschen? Motiv, seine innersten Gedanken, seine Strategien, wir kennen sie nicht. Meistens, das muss man vermuten, steckt eine Portion Angst drin. Angst um das materielle Überleben. Ich kenne auch eine aktuelle Geschichte, die ganz ähnlich verlaufen ist. Es geht um einen reichen Jüngling, der tatsächlich durch Fleiss und Innovation ein Geschäft aufbauen konnte. Und das am Laufen erhalten, und es ist florierend. Und gleichzeitig hat er ja die Frage vom ewigen Leben für sich auch beantwortet, nämlich er ist in einer Freikirche, einer aufgeschlossenen Freikirche. Und irgendwann
ist dann etwas anderes noch dazugekommen, nämlich es gibt noch etwas zu holen im Zusammenhang mit einem Erbstreit, mit einem Erbfall. Und jetzt hat er angefangen, seine Geschwister, seine Verwandtschaft unter Druck zu setzen und auf sein Recht zu pochen, wo er denkt, das ist sein Recht. So war es zwar nicht, aber es ist ihm so vorgekommen, dass ihm etwas entgeht, dass er etwas verpasst. Und der Streit ist immer heftiger geworden, die Anklagen sind immer absurder geworden. Schlussendlich hat man sich so auseinandergelebt, dass ein Spalt mit durch die Familie geht, wegen Geld. Dabei will man ja das Vertrauen nicht wegwerfen und glaubt an einen Gott, der ihm immer versorgt. Was hat jetzt das mit Vertrauen wegwerfen zu tun, wenn es doch nur um Geld geht? So denkt ihr vielleicht. Einmal, das ist ja gerade der Punkt. Mammon oder Gott. Das ist eine Vertrauensfrage. Zu kurz kommen, etwas verpassen, materielle Sicherheit vernachlässigen, plötzlich wird es für einen Menschen existenziell. Das ist so wie der Schwanz von der Eidechse. Was lässt man jetzt fahren, wenn es härter geht? Ist es der Jahwe Jireh, Gott, der für dich sorgen wird? Wo man weiss, er sieht mich, er hat mich nicht vergessen. Ich kann eigentlich alles loslassen, er wird immer auf meiner Seite sein. Und wenn ja, wenn man das nachher loslässt, wenn man das wegwirft, das solches Vertrauen im materiellen Bereich, dann hat man schon sehr viel eingebüßt. Wo der Weg dann schlussendlich herführt, da wage ich keine Prognose zu machen. Es gibt natürlich die negativen Beispiele, wir kennen sie. Aber es gibt auch das andere. Die Kirchengeschichte nennt ihn der reiche Jüngling, der Ja sagte. Der Ludwig von Zinzendorf, ein Graf. Seine Vorfahren, Adlige, haben sich in diesem Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien etabliert. Sie hatten ihre Schlösser, ihre Ländereien. Und er hat das eigentlich geerbt, weil sein Vater ist 1700, als er geboren ist, dann auch gestorben. Und so ist der Sohn zu der Großmutter gekommen, einer frommen Frau, anschliessend in die pietistischen Bildungsinstitutionen. Dort ist ja auch das Herz gebildet worden und das hat dazu geführt, dass er mit 15 mit ein paar Kollegen zusammen den Senfkornorden, wie er es genannt hat, gegründet hat. Also wir werden Jesus nachfolgen, egal was immer das auch kostet, weil wir vertrauen ihm. Wir werfen unser Vertrauen nicht weg. Das war sein Prinzip. Mit 20 hat er sein Ausstudium abgeschlossen und ist bereits in die weite Welt gereist und hat über Konfessionsgrenzen aus Freundschaften geschlossen. Er hat sehr ein weites Denken gehabt, aber sehr ein entschlossenes, wenn es darum gegangen ist, Jesus nachzufolgen. Mit 22, als er wieder daheim war, ist sein Glaube plötzlich ganz neu herausgefordert worden und er musste wirklich sagen, was wirft jetzt über Bord? Was ist der Schwanz, der die Eidechse gehen lässt? Haltet er sich jetzt einfach am Familienbesitz fest oder hilft er den Flüchtlingsströmen, die kommen aus dem Ostblock, die wegen dem Glauben verfolgt sind, böhmische, mährische Brüder? Gibt er denen Land für eine Kolonie? Gibt er denen eine Chance? Gibt er denen einen Neuanfang? Ja, er hat sich so entschieden. Und am Fuß vom Hutberg, wie der Hocker dort heisst, hat er nachher die Kolonie Herrnhut gegründet und gesagt, das ist jetzt euer Land. Hier könnt ihr neu starten. Hier gibt es Sicherheit, weil hier ist die Hut des Herrn. Also seine Obhut. Das ist eine blühende Gemeinschaft geworden. Schliesslich ist es dann auch eine Gemeinde geworden. Der Zinzendorf hatte mit der Zeit ja das Patent gehabt, selber zu predigen, hat das dann auch fleissig gemacht. 1731 war das ein wichtiges Datum. Zum ersten Mal ist aus einem grossen Kübel ein Los gezogen worden unter Gebet. Weil der Zinzendorf hat geglaubt, dass Gott euch jetzt und hier und heute redet für unsere Situation. Wir wollen ihm die Chance geben. Wir beten, dass wir das Richtige losziehen. Das waren 1500 Bibelstellen aus dem Alten Testament in einem grossen Kübel, wo man angefangen hat, täglich eins daraus zu ziehen. Und wenn der Kübel leer war, hat man ihn wieder neu gefüllt, hat neu gemischt und das Ganze hat vorangefangen. Der Effekt ist immer der gleiche. Es ist ja der, den man heute auch noch hat. Das heisst, Menschen wollen gerne nicht nur im orthodoxen Sinn einfach die Bibelwahrheit als Ganzes verstehen, sondern sie suchen Führung am heutigen Tag.
sie geben Gott eine Chance, zu ihnen zu reden. Es heisst ja, werft euer Vertrauen nicht weg, das wird eine grosse Frucht mit sich bringen, eine grosse Belohnung. Das ist das, was wir heute erleben. Weil einer auf Ländereien verzichtet hat, auf Reichtum, auf materielle Sicherheit, das teilt hat mit allen und immer für eben im Vertrauen zu Gott weiterzugehen, vorwärts zu gehen, in eine ganze Welt hinein vorzurücken, sogar in die Sklaverei von Zentralamerika und dort Gemeinden zu gründen. Weil er das so gemacht hat, haben wir heute noch eine von diesen Belohnungen, eine von diesen Früchten von solchem Glauben, nämlich die tägliche Inspiration durch seine Losung. Und Menschen, die Gott vertrauen und sagen, du kannst schon heute zu mir reden, du kannst aktuell zu mir reden, sie merken, das ist der Pulsschlag von einem, der gewusst hat, was wirft man weg und was unter keinen Umständen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.